Die Zeit ist reif für ein neues Abenteuer auf hoher See und damit herzlich willkommen zum neuesten Let's Play Projekt von mir, The Legend of Zelda, The Wind Waker. Aber diesmal in HD, genau. 10 Jahre nach dem erfolgreichen Start, damals noch auf dem Gamecube, geht es jetzt weiter hier mit The Wind Waker, halt in HD und ja, halt 10 Jahre später, das heißt halt auch mit ein paar neuen Features, doch dazu kommen wir gleich mehr. Hoffe ich gleich mal, oder? Kommt was Neues? Genau. Was Neues hier, wir können auswählen, ob wir mit dem Wii U Gamepad oder mit dem Wii U Pro Controller zocken möchten. Natürlich nehme ich jetzt hier den Pro Controller, weil wenn ich das Gamepad wählen würde, dann könnt ihr nachher auf YouTube weniger sehen. Also sprich, ihr könnt zum Beispiel das Kartenmenü nicht sehen und die ganzen Items und so, deswegen sagen wir jetzt mit dem Pro Controller. Und dann kann das Abenteuer auch schon gleich beginnen, war Reisetagebuch 1, okay, ich bin gespannt, hey, 10 Jahre danach, endlich geht's weiter. Oh ja, Namen wählen, hä? Ein Name, muss ich ja, oder gerne hier wählen, wenn es geht. Also, okay, muss halt das Steuerkreuz nehmen, mit dem Stick geht das offenbar nicht. Nun gut, was wählen wir denn hier? Wir können natürlich Link nehmen, aber da ich nicht so gut bin wie Link und so, mich damit auch nicht so sehr assoziieren möchte, nehme ich mal, wie gewohnt, Michael. So, zack. Das passt doch. Michael, genau, mit 3 Herzen, normaler Modus. Nicht ganz. Heldenmodus. Im Heldenmodus nimmst du doppelt so viel Schaden, als wir erscheinen. Keine Herzen, nur für wahre Helden. Ja, eine Anspielung auf mein Heldenmodus Let's Play von Skyward Sword. Damals zwar am 6 Herz, das mache ich diesmal nicht mehr, doch dazu später mehr. Jetzt starten wir. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit, in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende bereits gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit, und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen.
so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Präludien. Michael! Ja? Was ist los? Ich bin hier. Ich bin doch immer hier. Michael! Wo ist denn bloß dieser Stinky? Der kleine Stinkepeter, Ah, ich habe ihn gefunden. Oh, da sind wir ja. Hä? Michael! Na klar, voll mit dem Fernglas. Was ist denn? Ich hab doch so schön gepennt. Oh, jetzt kann man morgen um 8. Was willst du denn schon von mir? Erling, du machst es genau richtig. Natürlich Michael. Da bist du ja. Bist du jetzt hinter mir gekommen? Ich kann mir auch von hier aus oben den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Den ganzen Tag lang hab ich gepennt. Du Michael, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Ist mir egal. Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht. Logo, hat noch keinen Kaffee heute. Hast du etwa vergessen? Was denn? Oh, ist dein Geburtstag? Ein Geburtstag pennt. Ja, das ist natürlich auch toll. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Ja, wir gehen gleich. Gut, dass ich gesucht habe. Finde ich auch, dass du mich geweckt hast. Michael, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ja, ist klar. So. Ja, wir können zocken, Freunde. Wir können zocken. Wir können zocken. So, mal ganz kurz was testen hier, ob das wirklich so klappt, wie es auch geplant ist. Ja, Items. Auf Start. Ihr seht alles. Ist ja supi. Es funktioniert. Bin ich froh, hey. Ach, liebes Nintendo, vielen Dank, dass ihr das gefixt habt, beziehungsweise, dass ihr das nicht so übernommen habt, wie zum Beispiel bei Pikmin 3. Das war ein bisschen dämlich zum Let's Play, aber egal. So, Schwesterherz. Michael war zu Hause auf dich. Er kommt dir zu gratulieren. Ja, ist gut. So, also, runter mit uns. Link, Michael, wie auch immer. Wir gehen jetzt hier ganz flotte Grotti runter. Ja. Leute, weh tun. Aua. So, wir zocken Heldenmodus. Heißt, wir nehmen doppelten Schaden und wir finden in Kreisen und so keine Herzen mehr, wie es üblich wäre. Ich habe vorhin was erwähnt von wegen 3 Herzen und so. Ganz kurz zur Erklärung. Lesen. Ausguck, Feenwald. Darum geht's weiter, wa? Feenwald. Alter, ist das geil hier. Als HD, die ganzen Schatten und so, Schatteneffekte. Geil. Einfach nur der Hammer. 3 Herzen würde bedeuten, dass er das Ganze nur mit 3 Herzen durchzocke. Das geht bei den meisten Zelda-Spielen, geht das einigermaßen. Oh, das ist ein Typi. Weil natürlich 3 Herzen ist das Minimum, was man von Anfang weg halt hat. Außer bei Skyward Sword, da sind es halt 6 Herzen, da habe ich damals auch ein 6 Herz One Let's Play im Heldenmodus gemacht. Michael, hallo? Was meinst du? Kann man wirklich ein bisschen nach hinten springen, wenn man sein ganz Muster nimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Versuch's doch. Klappt, juhu, ein paar Rubine, yeah! Ja, und der ist 10 Rubine wert. Sehr schön, war das ein Orange oder wie? Da spinnt gerade meine, müsste ein gelber gewesen sein, da. Ich glaube, mein Fernseher ist ein bisschen defekt, aber egal. Ja genau, und jetzt wegen 3 Herzen und so, 3 Herzen plus Heldenmodus, nee, mache ich garantiert nicht. Aber auch deswegen, weil man das erste Herzteil war zumindest im Original so, das musste man einsammeln, sprich es ging gar nicht anders. Und ein Herzcontainer auch, sonst war der für immer und ewig verloren. Deswegen kein 3 Herz, ich mache alles komplett zu 100%, aber trotzdem Heldenmodus. So, genug davon. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Wildschwein entdeckt, das ist fast ein Wildschwein, das da, wo ist denn hin? Michael, hör mir zu. Ja? In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. Also nicht so wie ich. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annähern, drücke ZR, um dich zu ducken und pirsch dich mit Hilfe von L ganz langsam behutsam. Langsam und behutsam. Ja, ich peng gleich rein. Ja, das Futter anzulocken. So, das Schwein dort hinten ist es. So, ZR.
Ach ja, die Grafik. Ich weiß, die Grafik ist nicht jedem das seine. Cell-Shading-Look und so heißt das Ganze ja. Ich frage mich, ob das Tierquälerei ist. Ich hoffe mal nicht. Cell-Shading-Look, genau. So sieht das Ganze aus. Mit ein bisschen großen Köpfen. Comic-Look-haftig halt. Ich muss zugeben, ich war ursprünglich damals, weil Wind Waker 2003 erschien, war ich auch kein Fan davon. Sprich, es ging sogar so aus, dass ich nach dem ersten Tempel hatte ich genug davon. Sprich, ich habe das Spiel in ein Regal geschmissen und keine Lust mehr gehabt zum Zocken. Aber es hat zum Glück dann geändert. Nein, Winnet, du hast dir also extra Mühe gemacht, mir das süßes Ferkel zu bringen? Nein, von ganzem Herzen. Welcher von den beiden ist jetzt das Schwein? Streck deine Hand aus, Michael. Ein kleines Dankeschön für dich. Ich hoffe, du freust dich. Ja, ein roter Rubin, das ist 20 Rubine wert. Ja, mehr desto besser. Ja, Freunde werden viel Geld brauchen, denn wenn ich jetzt hier unter dem Heldenmodus zocke, sprich doppelt so viel Schaden nehme, dann kann man ja dorthin. Das ist sowieso noch ein grüner. Dann heißt es natürlich auch, dass ich mehr Tränke brauche. Also sprich auch mehr Feen und so. Es ist einfach alles ein bisschen... Ja. Wie halt beim Skyward Sword 6 Herz One Let's Play Heldenmodus. Da war es ja so ähnlich. So, du kommst ja mal weg. Hallo? Geht doch. Ach ja, ach ja. Ja, was halt so, damals habe ich da Wind Waker gezockt, angefangen zu zocken, war ein bisschen enttäuscht von der Grafik, weil ich ja damals, Moment, ganz kurz nochmal 20 Rubin abstauben. Ja, noch ein Ferkel, ja, wunderbar, jetzt sind wir so einsam Gehege. Dankeschön für dich. Und nochmal 20, wunderbar. Wenn du das schon alles vergisst, ja. Gut, war es halt so, dass damals Wind Waker und so, gab es vorher bereits für den Gamecube, gab es eine Tech-Demo von Zelda. Sprich, wo Link und Gandalf genau gefightet haben, war alles sehr spektakulär, alles sehr cool und so. Da hat er mir halt, wow, sowas musst du unbedingt kaufen und so. Und dann hieß plötzlich der Wind Waker. Warte gut, kaufst du dir halt. Ja, war natürlich die Enttäuschung groß. So, wir kommen natürlich nicht durch. Also sprich, es war nicht die gleiche. Das sind 20er? Oder? Ne, ein 10er, das ist ein gelber. War enttäuscht natürlich groß, vor allem weil dann halt die Grafik doch benutzt wurde von der Tech-Demo, aber halt nur für Super Smash Bros. Melee damals, für den Gamecube. Genau, und dann trotzdem, ja, irgendwann kam dann doch wieder das Zelda-Flavor bei mir auf, mit der Queen of Time Master Quest und der Princess etc. etc. Jedenfalls habe ich dann das Spiel vor etwa 2-3 Jahren, wer ist denn hier, bitteschön? Guten Morgen. Wie auf einen bringt Glück herein, was möchten Sie aufgeben? Momentan noch nichts. Aber das Spiel vor etwa 2-3 Jahren doch mal komplett durchgezockt und ja, muss sagen, ist eines meiner Lieblingsspiele geworden. Weil halt der Story-Modus doch sehr cool ist. Du da, deine Oma hat dich gerufen. Meine Mama hat dich auch gerufen. Was ist denn die Mama? Ist das die hier? Ah, Marke, alles gut zum Geburtstag. Sag mal, deine Schwester Errol ist nicht über den Weg gelaufen? Ja, deine Großmutter sucht dich. Hehe. Also wenn mir eines mit deiner Schwester gesehen hat, sagte sie, was, sie meinte, können sie ihrer Großmutter zur Hand gehen, wenn du sie triffst. Dann sage ich doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn mit Hilfe von A aufheben. Ja, ich weiß nicht, ob eine alte Frau das noch tun sollte. Ist natürlich was anderes. So, ganz kurz. Ne, nicht hochlink, Entschuldigung. Nein. So, ducken. Denn hier unten hat es auch noch etwas für uns. Ja, so die kleinen, versteckten Dinge. Die man so eigentlich, glaube nur findet, wenn man das Spiel entweder wirklich sehr gut kennt oder halt sehr gründlich sucht. Eine Truhe. Was ist da wohl drin? Ein Herzteil? Ich hoffe nicht. Nein, es wird drin sein. Ein großer Rubin. Ein Oranger. Es so wie 100 grüne Rubine. Sorry, aber... Hä? Der wird orange, schaut bei mir wie rot aus. Seltsam. Kann's kaum voneinander unterscheiden. Ist doch egal. Ja, wie gesagt, halt deswegen so der Wind Waker Mask und so. Damals noch nicht durchgezockt und deswegen jetzt auch ein HD-Mask, weil er sowieso der Wind Waker noch Let's Playen wollte. Dachte mir, ach komm, jetzt kommt das HD-Spiel raus. Du willst sowieso wieder ein neues Zelda-Spiel zocken, ist das die perfekte Gelegenheit dazu. Und das ist sie auch. Endlich wieder der Wind Waker zocken. Da ist ein blauer, das ist 5 Rubine wert. Kommen wir später zu. So, jetzt mal zu unserer Omi-Line. Was sagt die Zeit? Ja, wir haben noch genug. Noch fast 10 Minuten, würde ich mal sagen, wa? Ja, 25 Minuten Parts, geht eigentlich schon. So. Oma, bin wieder da. Dein Lieblingsenkel. Bisschen gemein, wa? So, Omi. Omi. Omi? Omi. Das ist eine leckere Suppe. Die kocht so ein bisschen vor sich hin. Ah, Eis. Alter, sieht das geil aus. Als HD-mäßig und so. Ja, ich muss sagen, Nintendo, weil ursprünglich... Oh, guck mal, die netten Bilder von uns.
war ursprünglich ein bisschen skeptisch, als er hörte von wegen der Wind Waker in HD, nachdem es bereits von Ocarina of Time ein Remake gab auf dem 3DS, aber es sieht schon geil aus, also von dem her, geile Idee Nintendo, Respekt, so, hallo Omi. Was jetzt? Michael, ich habe so viel gewartet. Michael? Ja. Probier doch mal das hier an. Wie schnell die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon im Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Ja, Mann! Das Hellengewand der Hals sieht so warm und gemütlich aus, aber interessiert mich überhaupt nicht, wie es aussieht. Oh, wir haben noch gepennt. Ist doch nicht so, schlüpf rein. Und dieser Tag, in dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Nur für einen Tag, als tapfer. 12 Jahre war. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfs unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ja, schön wär's. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfs beschäftigt, ist der alte Wada Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Strifers ist drauf. Link, hast dich gerade von da oben umgezogen. Verstehst du? Verdammt, das sieht sogar... Mist, grün steht mir gar nicht. Michael, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deinen Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh noch an deine Schwester Errol, ja? Okay, machen wir das. Leute, wir sind endlich aus wie der legendäre Held. Wir sind Linky Boy oder Michael, wie auch immer. Gut. Hi, aua. Das tat weh. Gut, mit Zipfelmütze, ein bisschen wie Kasperl, aber egal. Wie der legendäre Held. Wir sind ja auch seine Reinkarnation, seine Nachgeburt, ich bin natürlich sein Nachkomme. Wer weiß. So, da unten ist Terry, der Händler. Die Badversion, beziehungsweise kann ich bereits schwimmen, müsste bereits gehen, wa? Wie sieht eigentlich der Wassereffekt aus? Genau, ich kann ja untergehen, da sind wir rechts unten, wie sich die Anzeige langsam wieder sinkt. Die Tropfen, die sind auch alles alt. Ja, ich vermute, das sage ich noch ein paar Mal, Leute, aber es sieht einfach geil aus. So, Terry, hast du was für uns? Eine Flasche zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was der als Flasche bekomme. Tierfutter. Oh, werter Kunde. Was haben Sie da? Ich kaufe Sie nach, vielleicht müssen Sie etwas kaufen. So, mal gucken. Futtertasche. Universalfutter brauchen wir vor allem für später noch. Put. Jetzt was, ich kaufe mal eine... Wenn Sie diese Taschen nicht haben, können Sie kein Futter kaufen. Ja, will ich sehr. Ja, danke sehr. Eine Futtertasche! Yeah! Brauchen wir vor allem noch für die Fische zum Füttern, sprich halt für die kompletten Seekarten. Yeah, man! Da gibt es noch sehr viel zu tun hier bei der Wind Waker. Ein Punkt gesammelt. Wenn Sie VIP-Kunde. Krass, Mann. So, ich weiß nicht, ob es überhaupt so voll ist, die Tasche, aber ich nehme mal trotzdem nochmal mit. Universalfutter, 3 Portionen. Gut, thank you. Ja, ich thanke dich auch. Ich natürlich will sagen, ich danke dir auch. So, put. Unbedingt. Ich glaube, sogar eine brauchen wir. Ich weiß nicht genau wo, aber es wird in unmittelbarer Nähe sein, damit ich mich noch richtig erinnere. Ja, mein Lieblingskunde. 3 Punkte gesammelt. Ja, 3 heißt, wir müssen noch 27 Mal. Bye. Kein Englisch. Wir müssen noch 27 Mal einkaufen gehen, bis wir da VIP-Kunde sind. Ja, kriegen wir locker hin, keine Sorge. Das kriegen wir locker hin. So, da ist ja der alte Vater. Ne, ist ein anderer. Was bist du für einer? Brainiac-mäßig? Aber ZL gedrückt, sprich mir dann noch drücken von da an, versuch es. Okay. So. Reden. Sehr gut ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung, indem du ZL drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Hey, geil, wa? Ja, schreib's in die das ist klar, Zielerfassung. Aber so meinen Sie, wenn ich mir erklären soll. Juhu. Oh Mann. So, gehen wir erstmal da rein. Denn da ist, wie die liebe Oma uns vorhin gesagt hat, der alte Vater Orca, der uns vielleicht ein bisschen Schwerkampftraining beibringen würde. Oh Michael, heute reist du als dasselbe alt wie damals der legendäre Held. So alt bist du also schon. Ja, 12. So alt, musst du gerade sagen. Nun denn, von jetzt muss es dein Bestreben sein, dich körperlich zu ertüchtigen, denn nur in einem starken Körper kann auch ein starker Geist wohnen. Du kommst gerade recht, ihr wollt schon eben die Rolle üben, ich werde sie also auch gleich beibringen. Pass gut auf!
Ja, so den Dreh aus, gut. Okay, die Rolle. Ups. Was ist denn für ein Lernter und den kann man nicht schon am Eins in der Ruhe haben? Dann kannst du sagen, meine Regale sind auf den Boden gefallen. Ja, und dann auch. Sorry. Denk dir nicht so, mein älterer Bruder, der oben wohnt, ist einfach etwas labil. Ich sag kein Wunder, den ganzen Tag auf seinem Zimmer und liest. Der weiß zwar viel, ist sehr gebildet, aber so klug er ist, so stur ist er auch. Und noch schlimmer steht es körperlich um ihn. Der ständige Bewegungsmangel hat seinen Körper klapprigen Schwächling aus ihm gemacht. Wirklich beschämend. Ja, also gerade ein Arnold Schwarzenegger bist du ja auch nicht. Es ist eine traue Zeit bevor und eine starke und kampffertige wird bestehen. Was? Stark und kampffertig? Das erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones 3, oder? Tempel des Todes und so. Quatsch, Tempel des Todes. Der letzte Kreuzzug. Bist du bereit für eine kleine Übungsstunde? Logo. Schwerkampftraining. Geil. So, Leute, jetzt wird's richtig geilo. Feuer. Sehr schön, als erstes üben wir den Horizontalen. Drücke B und greif mich an. B gesagt. Aua! Falsch, drücke nur B. Ach so, ich bin gerannt. Sorry. Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Yeah, Mann! Ihm noch nicht? Alter, der Stock müsste bereits mal zerbersten. Ja, von mir ist es eine Lanze, aber egal. So, drücke jetzt noch was drücken auch B. Hopp, springen. Hopp. Ups, das ist falsch. Hopp, sorry. Aua! Wird sie da fast einen B drücken? Ja, mache ja, so. Noch eine Chance, was du hast. Meine Fresse, da hast du einmal meinen Kontrollstick ein bisschen getätigt und schon flippt der Alte aus. Sehr schön, jetzt Auswahl. Drücke mich als Ziel verfassen, bewege L zu mir und drücke B. Gib alles, was du hast. So, hier. Ich falle aus! Yeah! Gut, das genügt. Wirklich? Die Sprungattacke fehlt noch. Genau, wie ich es vermutet hatte. Du hast Talent. Aus dir könnte vielleicht sogar eines Tages ein großer Schwertmeister werden. Und noch ist es zu früh für dich, ein Schwert mit dir zu führen. Noch kann ich dir keines überlassen. Ja, ich weiß, da muss immer zuerst was passieren, ne? Außerdem wird mich deine Großmutter ganz fürchterlich ausschimpfen, wenn ich dir eines geben. Wenn du das kann doch einfach mit einer Übungsstunde vorbei. Salom. Gut, so viel dazu? Nee. Nix, wa? Da oben ist Ritterwappen, das will ich. Wie? Ritterwappen sagst du? Kannst du etwas darüber erfahren? Ja, sind geil. Ist das zu früh? Ja. 10 Stück sind ein bisschen zu Beginn. Sind doch alle kein Kinderspiel. Wir brauchen erst 10 Stück, bevor uns jetzt das darüber erzählt. Mhm. Du Spacko, so. Ja, vor allem diese Ritterwaffen sind für uns später noch ganz nützlich. Dazu dann später mehr. So, Errol also, wa? Errol, die sind noch da oben und wie sieht's aus? Es müsste irgendwo noch ein drittes Schwein haben. Wo ist denn das bloß? Für die Schweinedame. Nein, Schnudderboy. Rotzlöffel. Wortwörtlich. So, drittes Schweinchen. Wo bist du? Ist irgendwo da oben. Das ist ein einzelner Rubin. Wegen den. Nur wegen so einem einzelnen grünen Rubin kriege ich jetzt nicht darunter. Da ist einer. Da drüber transportieren, ich glaube es auch. Vielleicht auf dem Rückweg. So. Alter, das ist geil aus, vor allem in der Ferne und so. Das ist einfach der Hammer. So. Errol, wo bist du? Ich bin's, dein Bro. Dein großer Bruder. 12 Jahre alt, juhu. 3 Herzen. Oh, schon bald 4. Ja, weil am Heldenmodus und so könnte hässlich werden, bis wir dann beim ersten Tempelboss sind, den ersten Herzcontainer holen können. Ja, weil bis dahin kommt schon das ein oder andere Wichtige. Hm? Oh, Michael. Hat du das auch mal für dich gemacht? Jo. Ich weiß nicht. Ist doch nicht heiß? Weißt du, was du sagst, hey, aber steht hervorragend. Michael? Was denn? Streck mal deine Hand aus. Willst du mir gerade die Hand abhacken oder wie? Das ist mein größter Schatz in den Leichten für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Michael. Yeah! Ein Fernrohr geliehen. Es ist der größte Schatz seiner kleinen Schwester. Und sie lächelt so niedlich. Liege es im Item-Menü auf YXR und riskiere einen Blick. Du kannst Items auch je nach Bedarf auf dem Gamepad berühren und verschieben. Na, und? Freust dich? Die lache es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und da etwas ganz Besonderes. Ja. Gut. Legen wir mal auf den richtigen Knopf, wa? Hier haben wir es, genau. Also auf Y. Zack. Auf R. Weiß gar nicht. Ne, Y ist schon gut.
So, mal gucken. Wieder mal auch zum Zoomen. Briefkasten? Ah, dort unten. Was ist denn das? Ist das ein schräger Vogel? Wer bist du denn? Verdammt. Ich habe beobachtet. Was ist da oben? Ich muss weghauen. Tschüss. Hä? What the hell? Was ist jetzt los? Ein Piratenschiff! Alter, wie geil! Was ist denn das für ein riesiger Vogel, ey? Hat eine Maske auf? Crazy. Ah, ja, treff mich nicht, lala. Scheiße. Wer ist das denn? Ja, wo ist der Vogel hin? Hallo, Piepmanns, wo ist er hin? Oh nein, das ist ganz furchtbar, sind Wald gestürzt, wir müssen ihr helfen. Das können wir nicht machen, wir können doch nicht völlig unausgerüstet da reingehen. Das Piratenschiff. Geil, Piratenschiff, ja, Segelschiffe for the win. So, ganz kurz runter. Wir brauchen ein Schwert. Dann müssen wir da hoch und ja, die jungen Damen befreien, gegen einen alten Vogel antreten oder was? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ja doch, eigentlich schon. Aber wie es weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Episode hier bei der Wind Waker HD. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch das Let's Play gefällt, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen, auch über einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, halt einen Daumen nach unten. Und Kritik und so natürlich immer gerne willkommen. Und ja, halt HD-mäßig, nicht wahr? Jeden Tag ein neuer Part. Ich würde sagen, so längemäßig etwa 25 Minuten sicher. Von dem her, bis morgen, dann geht's hier Flotte Karotti weiter. Also dann, ciao zusammen!